Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, heute mal wieder mit ein bisschen unbequemeren Thema. Sportlich läuft es bei uns ja, besser geht es ja eigentlich kaum, ja, wenn wir mal das Unionsspiel außen vor lassen. Ist doch alles gut. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal auf ein Thema von der Jahreshauptversammlung aufmerksam machen, weil ich es auch für ein wichtiges Thema halte. Ich weiß, viele von euch sehen das ein bisschen anders, hat man ja auch auf der Jahreshauptversammlung gesehen. Das ist auch völlig fein, das muss jeder für sich entscheiden. Nichtsdestotrotz möchte ich hier, wenn auch meine kleine Bühne, aber auf jeden Fall dem Thema nochmal eine Bühne geben. Und von daher gehen wir da jetzt einfach mal gemeinsam nochmal rein. Liebe Mitglieder, liebe Kandidaten für das Präsidium, allein das finde ich schon schwierig. Sage ich euch, wie es ist. War ja schon immer ein kontroverser Mensch, aber keine Ahnung, wenn es eine Jahreshauptversammlung ist, weiß ich nicht, wenn da jemand auf Missstände, aus seiner Sicht auf Missstände aufmerksam macht, ihn auszupfeifen, ist schon wild. viele von uns haben das diese Woche in den Nachrichten gesehen. Willkürliche Massenerschießungen, tausende Vergewaltigungen, 12 Millionen Menschen auf der Flucht. Das ist die Situation im Sudan, wo aktuell die schwerste humanitäre Krise der Welt stattfindet. Mitschuld daran sind die RSF-Milizen, die die aktuellen Verbrechen begehen. Jetzt kann man sich fragen, was hat das denn bitte auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern zu suchen? Genau, was hat das da zu suchen? Wir sind doch alle nur wegen Fußball hier. Was soll das? Kannst du jetzt nicht sowas erzählen? Du Assi! Ein weiser Mann hat mir vor ein paar Jahren hier auf der JHV einmal gesagt, oder vielmehr gebrüllt, dass wir hier schließlich nicht bei Amnesty International sind. Und da hat er ja auch recht. Was hat der FC Bayern also bitte mit dem Sudan zu tun? Nun ja, der FC Bayern sollte sich deshalb für den Sudan interessieren, weil wir mit Emirates einen neuen Sponsor haben, eine staatliche Fluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und genau diesen Emiraten wird seit langem vorgeworfen, die RSF-Milizen zu unterstützen, die die Verbrechen im Sudan begehen. Selbst die Geheimdienste der USA, eigentlich der engste Verbündete der Emirate, berichten laut Wall Street Journal, dass die Emirate die RSF-Miliz massiv aufgerüstet haben. Dann tragen die Emirate eine klare Mitschuld an den Verbrechen und wir machen Werbung für sie. Ich wäre jetzt eigentlich gerne hier gestanden und hätte unser Präsidium gelobt für das, was in seiner Amtszeit erreicht worden ist. Der peinliche Ruanda-Sponsoring-Vertrag ist beendet worden und ich habe den Eindruck, dass der Verein hier tatsächlich eingesehen hat, dass der Deal ein Fehler war. Dafür gebührt Anerkennung. Quasi gleichzeitig hat man aber nun diesen Emirates-Deal abgeschlossen und ich will es mal verkürzt auf den Punkt bringen. Dieses Sponsoring vereint in einem einzigen Vertrag die Probleme aus dem Katar-Sponsoring, wie die Ausbeutung der Gastarbeiter, mit denen aus dem Ruanda-Deal, wie die Unterstützung von verbrecherischen Milizen. Ja, dann ist die Frage, wie viel Geld ist dir deine Integrität als Verein wert? Ich kenne die Zahl leider nicht, was wir genau bekommen. Aber ich denke nicht, dass es irgendwie mehr wie 20 Millionen im Jahr sind. Also gehen wir mal von 20 Millionen im Jahr aus. Wie kann es sein, dass unser Club immer wieder aufs Neue Imagepflege für solche Regime betreibt, die dem Ansehen unseres Vereins nachhaltig schaden und unseren Werten widersprechen? Wir wählen mit dem Präsidium heute ja insbesondere auch unsere Vertreter in der FC Bayern München AG, die diese Verträge schließt. Sehr geehrte Kandidaten, ich möchte daher jeden Einzelnen von Ihnen fragen, was ist Ihr persönliches, konkretes Konzept, um zu verhindern, dass der FC Bayern weitere solcher katastrophalen Verträge abschließt? Haben Sie zum Beispiel unseren neuen Marketingvorstand Ruben Kasper vor dessen Einstellung dazu befragt, ob er derartige Sponsoringverträge weiterverfolgen will? Und falls Sie solche Verträge aber doch super finden, würde mich interessieren, für welches verbrecherische Regime der FC Bayern aus Ihrer Sicht am liebsten als nächstes werben sollte.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, also, ja, die Situation ist klar, oder? Ich weiß nicht, der eine oder andere ist da ein bisschen mehr im Thema, der eine oder andere ein bisschen weniger. Ich denke, Herr Ott hat sehr gut auf den Punkt gebracht. Ihr wisst, worum es geht. Natürlich, sein letzter Seitenhieb da war natürlich ein bisschen too much. Ja, da gehe ich mit. Aber davor wurden klare Fragen gestellt. Und wenn wir uns jetzt die Reaktion angucken, erstmal Herbert Hainer stand zur Wahl. Die Vize standen zur Wahl. Ich sehe da nicht einen sitzen, der zur Wahl steht, und das war halt vor der Wahl, ja, dass die Personen sich dazu äußern. Da äußert sich jetzt keiner zu, außer Jan-Christian Dresen, was schon mal eine Farce ist, weil der da nicht zur Wahl steht. Und die Antwort, die gucken wir uns mal gemeinsam an. Dank für die Wortmeldung. Herbert Hainer, kurz. Ja, sehr geehrter Herr Ott, Sie erlauben mir, dass ich für meine beiden Vizepräsidenten gleich mitantworte. Wir sind uns natürlich bewusst, dass es in Fragen der Zusammenarbeit mit Partnern immer wieder auch gesellschaftspolitische und politische Fragen gibt. Da dieses Nee, den sind sie sich nicht bewusst, sonst wären diese Verträge nicht zustande gekommen, allein mit Ruanda, was man ja dann wieder ein bisschen umgedreht hat. Wenn man sich dem bewusst wäre, dann würde man das ja vorher prüfen, bevor man das schließt. Nochmal, wir müssen uns jetzt hier nicht hinstellen als irgendwelche Moralapostel. Jedes große Unternehmen, ob das, was weiß ich, Audi, Allianz, was weiß ich, mit wem wir da alles irgendwelche Partnerverträge haben, Adidas und so weiter. Du wirst bei jedem Unternehmen irgendwas finden, was irgendwie scheiße ist. So, ja, wenn die, gerade Adidas, die, was weiß ich, irgendwo in irgendwelchen Dritte Reichländern irgendwelche Kinderarbeit zulassen, so, brauchen wir gar nicht drüber reden, ja. Darum geht es nicht. Aber du kannst nicht, wenn ihr euch das gerade angehört habt, du kannst nicht solche Regime unterstützen. Alter. Und du kannst nicht solche Länder unterstützen, die das öffentlich, wo es einfach keine Menschenrechte gibt. Also, sorry. Irgendwo ist dann auch mal ein Punkt, ja. So, und auf der anderen Seite, wer die Jahreshauptversammlung gesehen hat, stellt man sich ja auch dahin als FC Bayern und brüstet sich mit den wirklich guten Engagement, was wir leisten, ja, mit unserer FC Bayern Hilfe e.V. und so weiter und so fort. Ja, da machen wir ganz, ganz viele gute Sachen. Warum muss ich das dann immer in Schatten stellen oder in Frage stellen, wenn ich solche Sponsorings annehme? Das alles für was? Ich weiß es nicht. Ich sage jetzt einfach 20 Millionen. Ich glaube nicht, dass es viel mehr sein wird. Eher wahrscheinlich weniger. Für 20 Millionen im Jahr verkaufst du dann deine Seele als Verein. Ja? Und das ist traurig. Und vor allem ist es unnütz. Sorry. in den Verantwortung Und dann zahlt man nicht in Alfonso Davies 20 Millionen Jahresgehalt, dann hättest du nicht so einen Vertrag abschließen müssen. Ne? Bereich der AG fällt und Jan Dresen darüber bestens Bescheid weiß, möchte ich Sie bitten, Jan, oder dich, lieber Jan, darauf zu antworten. Ja, und das ist halt die Farce jetzt, ja. Also, die ganze Diskussion ist jetzt keine Wortmeldung am Ende der Jahreshauptversammlung, sondern ist vor der Wahl. Also es wird gewählt, unser Präsident Herbert Hainer und die beiden Vize müssen bestätigt werden oder gewählt werden, ja. Und Herr Ott hat diese direkt angesprochen, weil diese zur Wahl stehen. Und was macht er, Herbert Hainer? Er schiebt es einfach mal weiter an Jan-Christian Dresen. Ne? Er sagt gar nicht seine Meinung dazu. Hat schön rumgeeiert. Das ist sehr schade. Sehr, sehr schade. Und was Chrissy jetzt macht, Jan-Christian Dresen, ist eine Farce. Das gucken wir uns jetzt auch mal an. Ja, danke schön. Herr Ott, schön, Sie wiederzusehen. Ich habe Sie letztes Jahr vermisst. Vielleicht waren Sie ja im Urlaub. Hoffentlich keine Flugreise. Ey, völlig okay, wenn ich das wäre. Ja, völlig okay, wenn das einer von uns wäre. So, ja. Wäre das völlig okay, kannst du so rangehen mit dem Sarkasmus. Aber Leute, der ist CEO
Vorsitzender der FC Bayern München AG, unserer Fußballabteilung, und reagiert auf Kritik, auf valide Kritik, so. Es ist richtig, wir haben gemeinsam mit Ruanda unsere Partnerschaft im kommerziellen Teil beendet, um gleichzeitig das, was wir immer gesagt und versprochen haben, unsere Aktivitäten im Jugendfußball in Afrika dort weiterzutreiben, den Aufbau von Jugendfußball zu unterstützen. Das machen wir mit ganzer Überzeugung und also halten wir, was wir versprechen. Ich finde es schön, dass Sie das auch erwähnt haben. Zu Emirates möchte ich sagen, Sport ist letzten Endes auch davon abhängig, dass wir ihn bezahlen können, zumindest Profisport. Es gibt Allein dieser Satz, der triggert mich schon so hardcore. Nochmal. Alphonso Davies, 20 Millionen Jahresgehalt, 30 Millionen für seine Unterschrift. Für einen zugegebenermaßen Spieler mit Talent, internationales Niveau, ja. Und dann wunderst du dich, dass du händeringend nach irgendwelchen Sponsoren suchen musst, die so sind, wie sie sind. sehr große andere Clubs, Real Madrid als Beispiel, die mit den Emirates seit vielen Jahren werben. Die Emirates sind seit 25 Jahren nicht nur im Fußball aktiv, sondern auch in anderen Sportarten. Und die Ja, und fragt sich immer, warum die das sind. Das nennt man Sportswashing. Emirates sind, was den Standard der Emirates selber betrifft, vergleichbar mit Lufthansa, Air France, hohe Transparenzrichtlinien etc. Jeden Sponsor, den wir bei uns in unsere Partnerschaft aufnehmen, jeden Sponsor schauen wir uns natürlich vor allen Dingen, was den Partner betrifft, an, weil Wild. Also ist das völlig okay, so einen Partner wie Ruanda zu haben. Ah, ja gut, da war jetzt dann ein bisschen Gegenwehr aus der Fanszene. Ja, dann ist das doch nicht so geil. Ja? Also, komm, hör doch auf zu labern, Alter. wir können, wir wollen und wir werden nicht geopolitische Fragen beantworten können, die Aufgabe der Politik sind. Die Bundesregierung hat durchaus die Intensität der Kooperation und der Auseinandersetzung mit den arabischen Staaten erhöht, aus gutem Grund, weil dieselben natürlich auch in vielen anderen Landesteilen wieder dabei sind, Konflikte zu schlichten. Im Übrigen möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Emirates ihren Firmensitz in Dubai haben. Sie sprechen von den Emiraten. Von welchem Emirat sprechen Sie jetzt eigentlich? Von dem Emirat Dubai oder von den anderen 4 Emiraten, die zusammen die Vereinigten Arabischen Emirate? Als wenn das ein Unterschied ist. Was ist da der Unterschied, ob das Dubai ist oder nicht Dubai ist? Guck dir mal die Menschenrechte in Dubai an. What the fuck? Was ist das für eine Aussage? Also diese Aussage, dieses Verhalten von Jan-Christian Dresen ist einfach nur ein Armutszeugnis. Emiraten sind. Ich möchte das hier ungern weiter kleinreden, aber wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, die Emirates sind ein Aber schön, dass er es zugibt, dass er es kleinredet. verdienter, ein langjähriger Partner im Sport. Wir stehen zu dieser Partnerschaft und werden das auch künftig tun. Danke. Ja. Positiv dazu nehmen wir mit. Ja, man hat es klar kommuniziert. Das ist unser Sponsoring. Wir stehen dazu. Das ist unser Sponsor. Das werden wir nicht ändern. Man weiß, woran man ist. Ja, das könnt ihr jetzt für euch, keine Ahnung, müsst ihr für euch entscheiden, was ihr davon haltet, was ihr davon nicht haltet. Ich möchte auf das Thema nochmal aufmerksam machen. Das habe ich damit getan. Meine Meinung ist klar. Ich finde, solch ein Sponsoring hat in unserem Verein aber gar nichts zu suchen. Ja, und deswegen finde ich super traurig, dass so ein Ort da ausgebuht wird von Teilen der Fans. Nur weil er darauf hinweist. Ich denke, klar, Fußball ist nur noch, ich habe es schon mehrfach gesagt, Fußballromantik muss man weglassen. Es ist nur noch ein knallhartes Geschäft. Das sieht man an der Vertragsverlängerung von Alphonso Davies, Vertragsverlängerung von Musiala, an der jetzigen Geschichte um Upamecano rum. Und auch in Zukunft werden wir das weiter sehen. Ja? Aber man muss seine Ideale nicht so billig verkaufen. Das ist meine Meinung. Ja? Und man sollte da schon ein bisschen drauf achten. Gut, gehen wir dazu nochmal im Nachgang in ein sehr interessantes Interview rein, um das nochmal alles ein bisschen einzuordnen. Will ich euch da noch gerne mitnehmen. Guck mal, dass ich
mich einfach mal auf die andere Seite schiebe. So. Also, das ist ein billiger Trick, harte Kritik an der Führung des FC Bayern München. Buchrufe von anderen Mitgliedern, Spott von Jan-Christian Dresen, persönliche Unterstellung von Herbert Heiner. Michael Ott hat für seine Kritik am Emirates-Sponsoring des FC Bayern viel öffentlichen Gegenwind bekommen. Im Interview erklärt er seine Standpunkte und schlägt zurück. Michael Ott engagiert sich seit vielen Jahren gegen umstrittene Sponsorings des FC Bayern. Qatar Airways, Visit Ruanda und nun Emirates. Bei der Jahreshauptversammlung vor 1,5 Wochen hat der 32-jährige Jurist in einer Rede erklärt, welche Rolle die Vereinigten Arabischen Emirate beim Bürgerkrieg und den Menschenrechtsverletzungen im Sudan spielen und warum der FC Bayern deshalb seiner Meinung nach nicht für die staatliche Fluglinie dieses Landes werben sollte. Herr Ott, Sie haben sich bei der JHV vor 1,5 Wochen in Ihrer Rede entschieden gegen das neue Emirates-Sponsoring des FC Bayern ausgesprochen. Was haben Sie damit bewirkt? Michael Ott, erstmal nichts, lacht. Es hätte mich aber auch überrascht, wenn es anders gewesen wäre. Unabhängig davon, ob man kurzfristig etwas bewegt oder nicht, ist es wichtig, den Zustand zu bemängeln. Es muss deutlich werden, dass es auch Bayern-Fans gibt, die so ein Sponsoring nicht unwidersprochen hinnehmen. Das stete Tropfen höhlt den Stein. Ja, ich committe mich damit 100%ig. Ich bin auch ganz klar gegen solche Sponsorings. Habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Ich verstehe auch nicht, warum man sich auf diesem Level begibt. Also wie gesagt, wenn es darum um 20 Millionen im Jahr geht, dann sparen wir 20 Millionen Gehälter in dieser Mannschaft ein. Ich glaube, selbst dann hätten wir immer noch einen sportlichen Erfolg und ja, man könnte von ganzem Herzen stolz auf die Werte dieses Vereins sein, was so ein bisschen schwierig ist, ne? In der Halle gab es für ihre Rede ein bisschen Applaus, aber auch viele Buhrufe. Hat sie die Reaktion der anderen Mitglieder überrascht? Ott, dass es Leute gibt, die meine Meinung nicht teilen und mich nicht mögen, war mir klar. Dass der Widerstand dieses Mal so stark ausfällt, hat mich aber schon überrascht. Das war die letzten Jahre nicht so, aber damit muss ich leben. Ja, das ist einfach ein Zeugnis dieser Zeit. Ja, Menschen wollen Drama, Menschen wollen das Negative, Menschen gehen lieber in dieses Negative rein, als irgendwie nachzudenken oder sonst was. Ja, oh, da ist einer, der immer gegen den Vorstand schießt, der den Uli Hoeneß mal angegriffen hat. Ah, komm, das ist ein Wichser, den boomen wir einfach schon mal aus. Ob er mit seinen Tags recht hat oder nicht, interessiert die Leute halt nicht. Was sehr schade ist. Jan-Christian Dresen spottete: Herr Ott, schön Sie wiederzusehen. Ich habe Sie letztes Jahr vermisst. Vielleicht waren Sie im Urlaub, hoffentlich keine Flugreise. Ott, grundsätzlich ist es unsachlich, den Messenger statt der Message zu attackieren. Das lenkt vom Thema ab, aber der letzte Satz meiner Rede war aber auch ein bisschen polemisch. Ja, haben wir auch schon gesagt. Deshalb will ich Dresen gar nicht vorwerfen, zurück zu polemisieren. Andere Punkte der Reaktion fand ich problematischer. Und zwar, Ott, zum einen, dass der Präsident, der zur Wahl stand und den ich konkret nach seiner Meinung gefragt habe, sich nicht getraut hat, seine eigene Meinung zu äußern. True. Heiner und seine Vizepräsidenten haben sich hinter Dresen versteckt, der selbst gar nicht zur Wahl stand. Das finde ich traurig. Nach seiner Polemik hat Dresen zudem an meinen Argumenten vorbeigeredet und sich stattdessen in Scheinargumente geflüchtet, die das Problem gar nicht betreffen. Welche Scheinargumente meinen Sie? Ott, Dresen hat sich damit verteidigt, dass der FC Bayern internationale Konflikte nicht lösen kann. Das habe ich auch gar nicht verlangt. Der FC Bayern kann solche Konflikte natürlich nicht lösen. Es soll die Lösung der Konflikte aber nicht behindern, indem er diesen Staaten ein reines Image verpasst. Genau das, was ich sagte, Sportswashing nennt man das. Das ist etwas völlig anderes. Genauso ist es kein Argument, sich damit zu verteidigen, dass auch Real Madrid mit Emirates wirbt. Wir sind doch nicht im Kindergarten. Jeder ist für seine Handlungen selbstverantwortlich. Ja, ganz genau. Wen interessiert das, welche andere Vereine für irgendwas werben? So, das ist unser Verein und wir werben für die Werte, die wir meinen. Ja, so. Hoeneß Aussage und Emirates Sponsoring, das ist völlig widersprüchlich. Ein weiteres Argument lautete, dass der FC Bayern nun mal Geld braucht, um an der europäischen Spitze bestehen zu können. Ott, das ist zunächst mal ein trauriges Eingeständnis, dass die Ideale beim FC Bayern dann offenbar käuflich sind. True. Gleichzeitig halte ich es auch aus anderem Grund für falsch. Dass wir mit unserem ehrlich verdienten Geld international langfristig nicht mithalten können, ist ein Fakt. Daran ändern aber auch die paar Millionen nichts, die man aus so einem Sponsoring holt. Richtig.
Gleichzeitig sind gerade die Golfstaaten genau die Akteure, die die Finanzspirale immer weiter nach oben drehen. Wenn man das Problem an der Wurzel beheben wollen würde, müsste man gegen diese Akteure vorgehen, statt mit ihnen zusammenzuarbeiten. Hört sich nach Clubpatron Uli Hoeneß an, der neulich meinte, wir müssen unseren eigenen Weg gehen, Stärke zeigen und uns nicht vom Geld der Araber, amerikanischer Hedgefonds oder Oligarchen abhängig machen. Ort? Einerseits kommt so eine Aussage von Hoeneß, andererseits macht der Club gleichzeitig das exakte Gegenteil. Das ist völlig widersprüchlich. True. Im Sommer hat der FC Bayern praktisch zeitgleich das umstrittene Ruanda-Sponsoring beendet und den Deal mit Emirates abgeschlossen. Wie überrascht waren Sie? Ott? Bei Ruanda hat der Verein die Kritik verstanden und darauf reagiert. Insofern ist das zeitgleich abgeschlossene Zusammenarbeit mit Emirates logisch nicht nachvollziehbar. Wie ich schon bei der JHV gesagt habe, das Emirates-Sponsoring vereint Probleme von Katar und Ruanda in einen Deal. Die Zusammenarbeit mit Qatar Airways wurde 2023 nach anhaltender Fanprotesten nicht verlängert. Rechnen Sie bei Emirates mit einer ähnlichen Dynamik? Ott. Aktuell sehe ich so eine Entwicklung leider nicht. Katar stand wegen der WM extrem in der Öffentlichkeit. Das ist bei den Vereinigten Arabischen Emiraten und auch bei Ruanda anders. Deshalb ist es schwieriger, Leute dagegen zu mobilisieren, obwohl die Kritik nicht weniger legitim ist. FC Bayern, Michael Ott kontert die Vorwürfe von Herbert Hainer. Bei der JHV verwies Hainer, wie von Ihnen vorher bemängelt, auf Dresen. Am Sonntag hat er bei der Veranstaltung der Münchner Abendzeitung doch noch reagiert und sie im Zuge dessen persönlich attackiert. Es geht ihm mehr um seine eigene Person, er sucht die große Bühne, meint Hainer. Ott, derartige Vorwürfe habe ich in den sozialen Medien schon öfter gehört, damit kann ich umgehen. Von meinem Vereinspräsidenten überrascht und enttäuscht mich eine so billige Polemik aber. Er versucht mich zum Schweigen zu bringen mit der Begründung, ich wäre egozentrisch, das ist ein billiger Trick. Ja, das ist traurig. Nochmal, wir reden über valide Kritik. So, wir reden ja nicht über irgendwas, was sich aus den Haaren gezogen wird und ja, wo man sagt, völliger Schwachsinn. Das ist halt einfach eine valide Kritik, die man äußern kann. Ja? Und dann demjenigen vorzuwerfen, er möchte sich nur in die Öffentlichkeit drängen, ist sehr, sehr schwierig. Und das vom Präsidenten enttäuscht mich auch hart. Ich hatte eigentlich mittlerweile ein einigermaßen sehr, sehr gutes Bild von Herbert Hainer, aber das enttäuscht mich sehr. Hätte er vielleicht einfach die Goschel halten sollen, wie er es auf der JHV ja auch getan hat. Was erwidern Sie ihm, Ott? Wer so etwas sagt, scheint sich gar nicht vorstellen zu können, dass sich jemand aus Idealismus und ohne Hintergedanken engagieren kann. Wenn es mir um Selbstdarstellung gehen würde, könnte ich viel präsenter in den Medien sein. Ich bekomme regelmäßig Interviewanfragen zu allen möglichen Themen. Ausbleibende Corona-Impfung von Bayern-Spielern, Robert Lewandowskis Abschied, das angedachte Praktikum von Jerome Boateng und so weiter. Solche Anfragen lehne ich allesamt ab, weil ich mich nicht als genereller Kritiker des FC Bayern in die Öffentlichkeit drängen will. Ich äußere mich ausschließlich zu Sponsoringverträgen. Zu dem speziellen Thema begebe ich mich aber natürlich in die Öffentlichkeit, denn ohne öffentliche Aufmerksamkeit wird man nicht ernst genommen und erreicht nichts. Das weiß Herr Hainer natürlich auch. Den Kommentar kann er sich also sparen. Hatten Sie schon mal einen persönlichen Austausch mit Hainer oder Dresen? Ott, mit Herrn Hainer ja, mit Herrn Dresen nicht. Das ist aber auch nicht entscheidend. Ich habe hin und wieder Kontakt mit Mitarbeitern des Clubs, die für meine Anliegen über die entsprechenden Expertise verfügen. In der Sache sind wir uns nicht einig, aber man fühlt sich ernster genommen als nach den jetzt getätigten Aussagen von Hainer und Dresen. Ja, was sehr schade ist. Wir haben nun über die Buhrufe der Mitglieder und die öffentlichen Reaktionen von Dresen und Hainer gesprochen. Was haben Sie seit der JHV in den sozialen Netzwerken für Rückmeldungen bekommen? Ott, das hielt sich in der Waage. Viele Leute haben sich bedankt, dass jemand diese Probleme anspricht. Viele Leute haben mich aber auch völlig unqualifiziert kritisiert oder beschimpft. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall auch dafür, für Herrn Ott. Und ja, ich mache mit dem Video einfach auch nochmal darauf aufmerksam. Und auch mir ist bewusst, dass viele Leute das gar nicht interessiert und hier wieder irgendwelche dummen Kommentare kommen werden. Gönnt euch einfach. Sie reiben sich seit vielen Jahren im Kampf gegen diverse Sponsorings des FC Bayern auf. Abschließend die Frage, was treibt Sie an? Ott, ich bin der Überzeugung, dass im Fußball aktuell vieles falsch läuft. Ich möchte einfach nur, dass mein Verein bei diesem Spiel nicht mitmacht und sich so korrekt wie möglich verhält. Herr Hainer relativiert die Kritik an Emirates nun damit, dass man ja bei jedem Sponsor irgendwas kritisieren könne. Dabei reden wir hier nicht über das Haar in der Suppe, sondern über das absolute Minimum, das man von jedem Partner erwarten können sollte. Den Respekt von Menschenrechten. Den Respekt von Menschenrechten. Das zeigt mir, dass in Zukunft beim FC Bayern noch viel zu tun ist. Ich wiederhole es gerne nochmal, ja, weil das
Ich könnte es nicht besser ausdrücken. Herr Heiner relativiert die Kritik an Emirates nun damit, dass man ja bei jedem Sponsor irgendwas kritisieren könne. Habe ich ja auch schon gesagt. Dabei reden wir hier nicht über das Haar in der Suppe, sondern über das absolute Minimum, was ein Sponsor erfüllen sollte. Das man von jedem Partner erwarten können sollte. Den Respekt von Menschenrechten. Rot-weiße Grüße.